Es geht weiter immer heiter zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Ways, Link Evolution. Heute mit Angriff aus der Tiefe. Ihr wisst alle, was gemeint ist. Das Duell zwischen Yugi und... Ja, warte mal, wie ist der Typ eigentlich schon wieder? Yugi begriff langsam, welche wahren Macht im Millenniums-Puzzle lag. Während der Duelle erfüllt das Puzzle Yugi mit der Macht und der Seele eines alten Geistes. Obwohl ihm das eine Menge zum Nachdenken gab, muss er zunächst eine kleinere, aber nicht minder wichtige Angelegenheit regeln. Was zu essen mitbringen? Nö. Tja, das ist eine gute Frage, Joey. Diese Duelle machen einen wirklich fertig. Ah, da drüben. Da kocht jemand was. Oh Mann, ich liebe gegrillten Fisch. Ich finde, der schmeckt noch besser. Hey, vertraut mir. Erst essen wir und dann stellen wir Fragen. Was? Ja, super. Das sieht fantastisch aus, ja. Gerade als die Mitglieder des Teams die erst ein bisschen zu sich nahmen, taucht ein junger Mann mit einem Speer in der Hand aus dem Ozean auf. Genieße Sie, ihr Fischdiebe, das ist eure Henkersmahlzeit. Dass er keine Ehre hat. Mako Tsunami. Ja, was für ein Name, ja. Wer bist du? Ich bin Yugimoto. Ich bin der König der Spiele. Nee, warte mal, das werde ich jetzt noch. Du bist Yugimoto, der einzige Duellant, der jemals Seto besiegt hat? Okay, Mann. Dann duellieren wir uns. Ja, gut, machen wir. Komm schon, Alter. Natürlich mit dem Yugi, das eigene Deck von Yugi. Zu dem Zeitpunkt. Ich habe mir zwar jetzt mittlerweile einen zusammengestellt, irgendwie. Aber es ist noch sehr unbalanced, ganz ehrlich. Hey, wieso will er als erster ran? Hat ja gar keinen Sinn. Zumal du ja nach den neuen Regeln als erster gar nicht mehr ziehen darfst. Oh, das Deck. Ja, gut. Oh, ein wilder Kaiser. Tja, Freunde, was machen wir da? Was machen wir da? Natürlich, geil, Ritter des Finsternis. Wenn zumindest die Effektkarte wäre. Aber die kommt, wenn überhaupt, erst später. Tja, was machen wir da Schönes? Kann natürlich erst mal hier. Aktivieren mal Ödler. Mal gucken, was er macht. Okay, er macht noch nichts. Rufe ich mal einen Hornkobold. Er macht immer noch nichts. Dann aktiviere ich mal Horn des Einhorns. Er macht immer noch nichts. Dann gehe ich mal in die Battlephase. Und greife seinen großen Weißen an. Und er macht immer noch nichts. Okay. Creepy. Was hat denn der für eine verdeckte Karte? Oh. Das ist natürlich scheiße. Okay, Schwein gehabt. Ja, das ist soweit klar. Jetzt rufe ich erst einmal, rufen will den Kaiser. Ne, ich rufe mal den Fluch des Drachen. Kommt ein bisschen mehr Angriffspower. Bye bye Hornkobold und hier, Fluch des Drachen. Was für ein hässliches Teil, ganz ehrlich. Aber naja. Also ganz ehrlich, Marco ist bis jetzt ein bisschen enttäuschend. Oje, mein Zug. Alter. Mann, wie viele normale Monster, vor allem Hochstufe-Monster kriege ich eigentlich noch? Die mal eine Zauberkarte, eine Fallenkarte, mit der überhaupt die Monster mal rufen kann. Das ist irgendwie antike Regeln, so wäre mal ganz nice. Okay, aber hat irgendwie auch Schrottkarten. Vermutlich hat das gleiche wie ich gerade. Ah, endlich mal. Ein riesen Steinsoldat, ja, danke schön. So. Fluch des Drachen. Direkter Angriff. Schön. Ja. Was soll man dazu noch groß sagen, Freunde? Außer, dass ich irgendwie verwirrt bin. Ah, Silberfang, okay.
Wuff, wuff. Ich nehme schon nun, was er für Karten auf der Hand hat. Weil irgendwie, Fallenkarten können sich zahlen, das hat das schon direkt gelegt. Eine brauchbare Falle kann er hier auch nicht haben, weil sonst hat er das bereits aktiviert. Das muss ja ähnlich wie ich irgendwie solche Monster haben, vielleicht da irgendwie auch Zauberkarten wie Fusion, die er gar nicht nutzen kann. Ah ne, er hat gar keine. Okay, er bringt ihm ja nichts, weil er hat gar kein Monster. Das war das einfachste Duell aller Zeiten. Ja gut, auch solche darf es geben. Einerseits gut, weil es dann schneller durch ist, wir schneller vorwärts kommen. Andererseits natürlich schade, weil ich hätte dann doch gerne spannende Duelle. Hä? Ernsthaft? Come on. Wir hatten es doch schon fast. Jetzt kommt mit dem Quatsch. Jetzt kommt mit dieser scheiß Tornado-Wand. Aber kein Kampfschaden. Ja, aber angreifen selbst kann ich ja trotzdem noch. Eben. Kann einfach nicht mehr direkt angreifen. Tja, Freunde, was machen wir da? Jetzt hat der oben seine Kack-Tornado-Wand und ließ wir sie zwar zerstören, das könnte zwar ein bisschen schwierig werden. Mystischer Mond, dein fucking Ernst, ey. Das Deck ist so kacke, ganz ehrlich. Komm. So, schmeiß mal eine Karte runter. Komm, wilde Karte braucht kein Mensch. So, Herz der Karten, bitte mal eine vernünftige Zauberkarte oder sowas. Okay, ist eine Zauberkarte, ist auch vernünftig. Das ist doch gar nicht mal so übel. Angriff auf Dämonen. Was auch immer das bringen soll. So, weil dann setze ich jetzt den mal im Verteidigungsmodus. Greif mit dem Beauftragten der Dämonen an. Böser Krake ist böse, deswegen muss er weg. So, nächsten Zug schnell mal einen Steinsoldaten flitschen und dann kann ich sein Umi oder eine Fallenkarte zerstören. Spielt keine Rolle was. Doch, jetzt zerstört Umi, weil dann zerstört die Fallenkarte direkt auch mit. Dann ist es vorbei, Freunde. Vorbei! Noch ein Fluch des Drachen, ernsthaft? So. Flipbeschwörung! Komm schon. Ja, danke. Bye bye, Umi. Schon wesentlich besser. Also dann beauftrage Dämonen Blitzangriff. Fluch des Drachen. Drachenfeuer. Gigantischer Felsenkrieger. Beende das Duell. Dankeschön. Ciao. Okay, war ein bisschen zu schnell, wo ich gucken, was er eigentlich gewonnen hatte. Aber egal. Den Sieg habe ich mir hart erkämpft, Marco. Du bist auch ein toller Duellant. Oder Marco, von mir aus. Ja, seht's, okay. Aus der Tiefe, ja, kann ich switchen. Neue Decke, entriegelt, ja. Herausforderung. Oh, Herausforderungsmodus haben wir jetzt bekommen. Neues Battle Pack entriegelt. Epic Dawn. Ah, sehr schön. Akura. Moment. Dass das hier war. Okay, Marco ab und zu, wieso hätte ich jetzt hier zum Beispiel Weevil nicht freigeschaltet? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Battle Pack. Versiegelt Spiel. Was? Versiegelt Spiel. Dwarf. Ah, so.
Battle Pack, Epic Ton. Oh, der Magier schwarzen Chaos ist dabei. 2000! Gut, ich habe genug Punkte. Wir gucken es mal an, wa? Jetzt die Auswahlmöglichkeiten, was? Dass sogar Xyz-Monster drin sind, krass. Yeah, Mann, der schwarze Magier ist Chaos, ich habe ihn. Sehr schön. Schildstoß natürlich auch geil. Schnappstahl sowieso. Ultra-Kanone-Dingsbums auch. Hey, kann ich alle nehmen, oder? Sehe ich das gerade falsch? Feierliches Urteil. Wie hieß der Mann? Mit göttlicher Richterspruch, der ist auch geil. Jetzt kommen die nur Monstern. Hä? Wer sind die plötzlich? Nummer 39, Utopia, ja, Lecco mio. Akuya, der Zerstörer. Aber eher weniger. Lili, dumm nicht meins. Ja, mal das hier. Irgendwie switchen so die Karten, aber irgendwie. Drunenmixil ist auch geil. Schildkrieger. Nicht zerstört werden. Okay, mal Truppen im Exil. Riesenschild gar. Naja, in der Theorie cool, in der Praxis. Irgendwie Switch ist ganz seltsam hier. Ganz, ganz seltsam. So, der kann noch weg. Zweiköpfiger Behemoth. Während der M-Phase. Zu 1000. Duell verwenden. Eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich ja sowieso jetzt vorhabe, ein Kriegerdeck eher ein bisschen aufzubauen. Nehme ich mal den hier. Positionen sind. Das ist irgendwie vom Effekt irgendwie scheiße, ganz ehrlich. Hä? Ja, was, jetzt habe ich jetzt die Karte, aber ich sie nicht. Draft-Karte, überprüfe Deck. Überprüfe Pack, hey, so. Hat sie irgendwie ein Deck gemacht oder was? Kein Plan. Okay, warte mal, wir haben einen Vampir-Lord, den kenne ich auch noch. Der war da relativ. Warte mal, wie ging der schon wieder? Falls diese Karte einem Gegner Kampfschaden zufügt, deklariere einen Kartentyp, Monsterzauber oder Falle. Der Gegner legt eine Karte des Typs von Sick auf den Friedhof. Einmal pro Spielzug. Die legen dann. Das spielt einfach vom Friedhof, genau. Ja, das richtige Stehaufmännchen, genau. Oh, die Monarchen. Wobei Cyberkugel auch geil ist. Alter, schwerer Sturm. Oh. Ja, warte mal, ich hole mir erstmal Möbius, den Frostmonarch. Jo, Mann. Geiles Ding. Bisschen dunkle Seele. Ganz je nachdem. Warte mal, Zomyre der Dunkel hatte ich auch mal. Den kann man eigentlich auch gut gebrauchen. Sprengkugel. Dann schlecht. Oh, Reise der Sturmmonarch. Komm, wir haben die ganzen krassen Karten. Sündenbock habe ich nicht mehr. Wann haben wir jetzt letztes Mal nicht gewählt? Okay, nehmen wir trotzdem mal mit. Erfahrener weißer Mark. Ja, das hier kann cool sein. Ist aber abhängig von vielen. Wenn, natürlich, wie du dein Deck überhaupt geplant hast. Das ist zur Endphase. Interdimensionale Materietransporter. Ja, um eine Monster zu retten, ne? War sie vor allem. Über Hammerkauf hörst du ein Dino. Lass mal raus. So, jetzt, was war jetzt noch? Infizierte Post kenne ich nicht. Ja. Irgendeine Verdammten ist zwar eigentlich auch geil. Chiron der Magier. Du kannst einen Zauberkarte abwerfen, dann einen zu spezifisch. Ashura Priester ist ein Spirit-Monster. Das Coole an Ashura war ja wirklich, diese Karte kann alle Monster, dann Gegner kontrolliert, einmal angreifen. Ne? Das war ja das Coole an Ashura, aber nimmt trotzdem mal einen schweren Sturm.
Goblin Elite Angriffstruppe. Aber trotzdem, ey, die hat Power, ey, ganz ehrlich. Das ist nicht mehr feierlich. Edelstein Ritter Perle. Ja, aber zeigen wir uns Stufe 4. Die ist relativ schnell mal auf dem Feld. Für eine Xyz-Beschwörung, sag ich jetzt mal. Den mal noch mit. Angewonnen die Verdammten. Ja, muss man eine eigene Karte abwerfen. Nee, genau. Die war ja anders. Gachi Gantetsu. Bringen wir auch im Gedächtnis. Ne, ganz nehmen wir mal Ashura mit. Nehmen wir jetzt mal Reisern, Sturm und nach. Doch mal einen erfahrenen weißen Magier. Nehmen wir mal das Teil. Das ist irgendwie ganz creepy, was man hier machen kann. So, dann geht es auch ein bisschen darum, dass ich ein bisschen andere Karten noch kriege. So. Wie viel habe ich denn überhaupt? Ich habe so viel, bis ich irgendwie ein komplettes Deck voll habe. Alter, was sind das für geile Karten? Der Verwandlung. Gut, der Verwandlungsruf kriegt zwar. Cyberdrache. Oh, geil. Das ist Weltraum-Typhoon. Ja, kann jemand. Nein! Ah, Mist! Ich wollte einen Cyberdrache. Nein! Dunkler Herrscher Hades. Nee, nicht so Bock drauf. Haben Flitterwisch. Der ist sich gebannt. Garantiert niemand müssen Weltraum-Typhoon. Nein, er ist weg. Nein, er ist weg. Scheiße, komm, wir nehmen den Überläufer. Hier ist aber Drache. Oh, schön, er ist zurück. Flitterwisch ist aber garantiert gebannt. Der muss so sein. So, nehmen wir den noch. Break aber bereits im Deck. Mach also noch nicht Stufenkrieger. Ja, das war irgendwie so. Dass er verschiedene Stufen hat. Je nachdem, wie man ihn halt für Synchro- oder Xyz-Beschwörungen einsetzen will, gar nicht mal so schlecht ist. Ja, nehme ich. Ich bin gespannt, was wir im Schlüsselgehalt behalten können und wie das genau funktioniert. Festungskrieger. Ja, natürlich ein Krieger. Und den wir gut gebrauchen. Antiker Antriebsritter. Eine Maschine. Kampfgeist. Das ist eigentlich schon geil. So, warte mal, nehmen wir das noch. Dann nehmen wir einen Cyberkrug. Noch einen Breaker, nee, den habe ich schon einen. Nehme ich halt noch Dinosaurier, haben wir noch irgendwie da ein bisschen mehr von. Dann kommt das Teil noch mit, das Teil und das Teil. So, so. Und nun? Ja gut, das haben wir das Draft-Spiel gemacht, das ist soweit ja klar, aber Battle Pack versiegelt, irgendwie kann ich ihn trotzdem kaufen oder was? Ah, das hier kann ich jetzt kaufen, oder wie? Das andere irgendwie nicht. Hä? Nee, jetzt auch. Habe ich jetzt kombiniert oder was? Was mit dem anderen Deck meine ich jetzt? Nee, ich glaube nicht, wa? Natürlich fehlt mir jetzt hier der schwarze Magier des Chaos. Oh, ist das nervig. Aber dafür ein paar neue coole Karten bekommen. Die Xyz-Dinger gehen zwar. Ein paar sehr gute Zauberkarten. Schädelerz unter Welt der Blitze. Ein paar coole Effektmonsterkarten. Ja, damit kann man ein bisschen was machen. Faszinierend, ja, was wir jetzt irgendwie freigespielt haben. Wenn noch ein bisschen creepy ist, aber egal. Das hier ist eigentlich klar soweit. Oh meine Freunde. Ja gut, würde man sagen, wir gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir machen jetzt heute ein bisschen früher Schluss, weil wir irgendwie gut durchgekommen sind und auch schon mal den Rest angucken konnten. Aber warte mal ganz kurz. Eins zeige ich euch trotzdem jetzt mal nach. Deck ändern, weil dann nehmen wir jetzt einfach mal runter.
Anfangsdeck. Da war jetzt einfach mal so testweise, ja, und dann wissen wollte, ganze Strategien und so und optimal ist er nicht, das ist klar. Was ich jetzt aber echt mal gerne wissen würde. 78 Karten, warte mal, machen wir ganz anders. Obwohl, wir können ein bisschen sortieren. Wurden jetzt hinzugefügt oder nicht? Ne, ich glaube nicht, wa? Hä? Okay, das ist doch nicht das gleiche. Ja, spielen mit einem temporären Deck aus Battle Packs. Ja, schön. Mann, warum denn sowas? Wieso kann ich die selber nicht irgendwie hier kaufen? Weil jetzt muss ich hier... Das ist doch scheiße, wenn ich irgendwie Decks von ihnen hier kaufen muss. Dann kann man hier vom Großvater sein Deck kaufen. Ganz ehrlich, das wird der Kacke hoch 10 sein. Gut, Megawandler, den können wir noch irgendwie nutzen, der Rest ist scheiße. Das hat alles noch Kacke. Was haben die überhaupt hier für Decks? Wir gucken mal mein Deck an, komm. Punkte, wie bereits erwähnt, haben wir genug. Hä? Ja, spielt auch der Harpe, das verstehe ich. Wieso hat sie aber sonst irgendwie Insektenkarten? Akuras, vielleicht hat der ein bisschen was Brauchbares drin. Ja, gut, aufrichtig kann man sich darüber streiten, aber ganz ehrlich, Alter, gut, ich hoffe, dass irgendwie noch Kaibers Deck und so dazukommen. Weil eben Kartengeschäft, ich habe nur die hier. Ich dachte irgendwie Battle Pack. Das sind die irgendwie auch. Gut, ich meine, verstehe es, wir haben jetzt hier auch das Draft-Spiel und so, also eigentlich ist es schon so, es wird halt irgendwie. Einfach verschiedene Decks haben, je nachdem, was wir da bereits ausgewählt haben, aber irgendwie, ich verstehe das noch ganz den Sinn dahinter. Warum soll ich jetzt nur mit temporären Karten arbeiten wollen, wenn ich doch eigentlich gerne mein eigenes Deck hätte? Also permanent haben könnte und wollte. Habe ich irgendwas von neue Karten, wenn auch ganz praktisch. Boden limitiert, hä? Naja, Kräfteraum, das war mir klar, dass er limitiert ist. Weil die Kartenbeschreibung ein bisschen doof ist. Annulliere die Effekte aller offenen Monster, solange sie offen auf dem Spielfeld liegen. Ihre Effekte können aber trotzdem aktiviert werden. Denken sich zuerst auch so, was jetzt? Geht's oder geht's nicht? Ja, geht eben schon irgendwie und irgendwie eben auch nicht. So, gut, dann haben wir jetzt die... Okay. Er muss halt selber mal gucken, Freunde. Aber das war's mal mit diesem Ausflug in eine etwas, ja, wie soll ich sagen? Wie soll ich das sagen? Mal zu den Battle Packs, eine andere Kategorie des Spiels. Wie es weitergeht, in der nächsten Folge und zwar mit Joey gegen... Ihr wisst genau, wen ich meine. Rex. T-Rex. Ciao zusammen.